Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zurück bei Brothers, und wir fliegen hier und heben gleich wieder ab zum nächsten Abenteuer. Also immer noch dasselbe Abenteuer namens Brothers to Sail. Und dieses Mal fliegen wir wieder hier zwischen den tollen Felsen durch und versuchen da auf den mysteriösen Turm zu landen. Wer das nicht weiß und nicht mitgekriegt hat, der muss halt da die Folgen schauen. Ne? So, diesmal natürlich wieder da zwischendurch durch das Loch und wir wollen es schaffen. Wir wollen nirgends irgendwie berühren oder so. Ich muss hier mit einem Controller arbeite ich hier und führe hier zwei Personen und mit denen muss ich jetzt hier dieses Flugobjekt lenken, indem ich das Gewicht verlagere. Ist eigentlich ganz toll gemacht. Sie erinnert mich ein bisschen an Mario Party. Da gibt es auch so ein Spiel mit dem Kleiderbügel. Da muss man sich auch verschieben, das Gewicht verlagern, damit man da schlau und schnell entlang fliegen kann. So, hier kommen jetzt wieder die Vögel natürlich und ja, genau, jetzt ist es beschädigt da. Unsere Flügel sind beschädigt, aber wir müssen noch nach da hinten, da zum Turm. Irgendwie muss das gehen. Hoffe mal, dass irgendein Windstoß von unten kommt, weil ich habe das Gefühl, wir kommen viel zu tief, immer tiefer. Jetzt. Wow, genau, jetzt geht's nach oben. Ach, das geht. Ja, gut, geschafft. Sehr gut. Oh. Das schöne Flugobjekt. Naja, muss halt ein neues machen, der gute Mann da oben von vorhin. So. Laut Karte ist es der richtige Turm. Ja, das kannst du nicht mehr... Ach so. Die Schnur, die kann man vielleicht noch gebrauchen. Sieht nach Klettern aus. Sie machen sich die Schnur, binden sie um und na ja, jetzt sieht wieder nach Klettern aus. Alles klar, los geht's, denke ich. Gemeinsam statt einsam, typisches Motto für dieses Let's Play. So, zusammen müssen wir hier hochklettern. Dann schauen wir mal, wie es da abgeht, was da passiert. So, ist der links. Oh, da kann ich nicht drüber springen, ne? Ne, das geht nicht. Ne, geht nicht. Gut, überlegen. Das heißt, mit dem kleinen Jungen, der kann ja auch nicht springen, doch der muss irgendwie... Ah, genau. Mit dem muss ich jetzt da rüber schwingen. Jetzt hatte ich zu wenig Schwung. Gehe ich doch mal da hoch, da zum anderen Teil. Da kann sich der Kleine bestimmt auch festhalten. Schupp, genau so. Und jetzt rechte Taste loslassen und... Ja. Vielleicht noch ein Versuch. Und runter. Loslassen. So. Und festhalten. Gut. Und jetzt müsste der große Bruder. Und schwupp. Oh. Okay. Ich kann hier mit dem Joystick auch noch ein bisschen beschleunigen. So, der Kleine auch wieder gleich in einen Satz darüber. Sehr gut. Jetzt wieder der Große. So. Und jetzt. Jetzt wieder rüber. So, ja. Ups, da hat das Seil nicht gehalten. Leider wieder. Jetzt ging es wieder abwärts. Naja, schade. Gut, nächster Versuch. Jetzt müssen wir halt wieder von hier aus. Naja, jetzt haben wir sie am Griff. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Das ist immer am schwierigsten am Anfang, wenn man nicht weiß, wie es geht. Aber danach geht das doch. So, und jetzt der Kleine wieder schwupp und halten. Der Große wieder schwupp und halten. Der Kleine wieder schwupp und halten. So, und jetzt wieder nochmal der Große. Wow. Ich glaube nicht, das ist gar nicht mal so einfach hier. Sich konzentrieren und dann die richtigen Tasten im richtigen Moment loslassen und dann wieder halten. Ohne dass die andere Taste auch noch irgendeinen Scheiß macht. Gar nicht mal so einfach. So, wo geht's jetzt lang? Das muss doch irgendwie... der Kleine ist natürlich leichter, der kann da eher rumtaumeln. Und der Große hält ihn. Komme ich denn da eigentlich rüber? Kann ich da rüber schwingen? Ne, geht nicht, ne? Gut, festhalten. Und gleich noch ein bisschen hoch und noch ein bisschen hoch. So haben wir ein bisschen die Sicherheit, dass ich nicht gleich runterfall. So.
So, und der auch wieder hoch und jetzt können wir da hochspringen. Ja. Ah ne, muss da noch rüber. So, schwupp. Und dann hast du da wieder so einen Haltepunkt. Ich traue mich jetzt mal nicht, da mit dem großen runter zu schwingen. Ich schwinge jetzt den kleinen runter. So, halten und weiter. Der große und halten. Gut, der kleine wieder. So. Jetzt können wir da zusammen hochklettern. Dann haben wir das auch wieder geschafft. So. Und jetzt. Umgekehrt, so. Geht's jetzt hier durch? Nee. Da hinten auch nicht. Okay, aber geht's denn hier lang? Da geht's nicht rüber. Oder müssen wir... Da muss es doch hier da durchgehen. Nö. Ach so, ja dann wahrscheinlich klettern, ne? Denke ich. Nee, Ja. klettern. Hochklettern, so. Ja, war ja klar. Bei diesem Turm wird ziemlich viel geklettert, nehme ich jetzt mal an. Ich hoffe, also es ist jetzt mehr geklettert, als wir das ganze Spiel lang geklettert sind. Und das ist jetzt, glaube ich, die 9. Folge, wenn ich mich nicht irre. So. Ah, und diese Statuen haben schon Haken dran, so aus purer Zufall. Okay, nicht schlecht. Dann kann ich mir schon mal vorstellen, was sie hier tun müssten. Den kleinen loslassen. Rüberschwingen. Mehr rüberschwingen und halten. So, großer rüber, halten, kleiner rüber. Ah, schön. So, halten. Oh, das bricht zusammen. Das heißt, es muss schnell gehen. Kleiner, rechts, links loslassen, links halten, rechts loslassen. Rechts halten, links loslassen, links halten. Und nochmal, die Konzentration ist echt... man muss sich echt konzentrieren, dass man da keinen Scheiß macht. Es ist auch schwierig, weil sobald die 2 Personen hier falsch herumstehen, dann macht man automatisch auch die falsche Tastenkombination. So. Also wer dieses Spiel spielt, der kommt nachher tiptop raus, was die Tasten angeht. Der kann auch seitenverkehrt GTA spielen dann. So, gehen wir doch da hoch. Apropos GTA, kommt das nicht im September raus für PC? Freue mich schon, hoffentlich geht dann auch alles und klappt das auch. Aber wir müssen hier zuerst natürlich wieder klettern, wieder den Turm noch höher erklimmen. Mich nimmt's Wunder, wie hoch das noch geht. Das ist ein Riesenturm, wortwörtlich, ein Riesenturm. Ja, jetzt habe ich mich getraut, mit dem Großen runter zu gehen. So. Dann muss es wohl da rüber. So. Zack, zack. Und jetzt lassen wir den Kleinen wieder schwingen. Und halten. So. Hoch. Der Große wieder schwingen. Also das ist doch immer echt geil gemacht hier. Das ist echt... Ja, dass es so ein preiswertes, dass es so ein Spiel ist, was wirklich nicht viel kostet und was anscheinend auch nicht so lange geht, dann ist es echt geil gemacht hier mit Liebe und ja. Gut, da geht's weiter. Und wieder klettern, logisch. Gut, hoch Jungs, hoch. Noch einer hoch. Noch ein Stück. Und dann wieder rüber schwingen. Oh. Jetzt habe ich aus Versehen beide losgelassen. So, rechts, links loslassen. Wieder hoch. Jetzt den kleinen loslassen. Was ist das für ein Vogel, den man da hört? Da komme ich jetzt da hoch. Halten. So. Jetzt der große wieder und halten. Los, hoch und halten. So, der kleine wieder und halten. Gut, hoch mit uns. Oh. Das könnte auch schwierig werden. Hier einfach nicht runterfallen, ne? Immer schön die Stellung behalten. Wow. Die Schnur ist nicht gerade lange. So, aber da geht's wohl nicht lang. Da muss ich mit dem großen Bruder immer noch drüben bleiben, wie es aussieht. Gut.
So, und dann komme ich ja wieder zusammen. Sehr schön. Wow. Gut, da geht's hier hoch. Noch ein Stück. Wow, die sind schnell. So. Und wieder raus. Lass mich raten, wieder klettern. Ja, war ja klar. So. Und zack, hoch. Und hoch höher. Und wieder höher. Und dass das auch schön so gebaut wurde, dass man hochklettern kann, ist ja toll. So, jetzt sind wir hier bei der Brücke. Und da geht's ja nicht weiter, so wie wir das gesehen haben, ist diese Brücke ebenfalls nicht mehr intakt. So, rüberschwingen und halten. Und rüberschwingen und halten. Jetzt gehen wir wieder hoch. Los. Hoch. So, diese Brücke. Das ist unser Weg. Jedoch nicht zu umgehen. Ah, Umbau, Heiter, Heiter, Umbau, Umbau. Was machen wir jetzt? Scheiße. Was ist das? Wir müssen, komm, wir schauen, was da so ist. Bleib hinter mir, Kleiner. Ich gehe da voraus und schau, was da ist. Bin ich in Sicherheit. Schauen wir doch mal rein hier. So. Alles sehr groß. Ja, ein Pult mit Stühlen, Tisch mit Stühlen. Da ist dann dieser Vogel, der die ganze Zeit was macht. Und da ist noch ein Bett. Und da diese Kerze, die brennt. Man lässt doch nicht einfach eine Kerze brennen. Wer wohnt denn hier? So, wir gehen gleich hier hoch, denn ich habe das Gefühl, wir müssen da hoch. So, oh. Oh. Ja, wie lange? Schlafen wäre auch mal wieder nicht schlecht. Seit der letzten Nacht mit den Wölfen. Das, theoretisch dürfte das in diesem Spiel erst der zweite Tag sein, ne? Aber ja, in 2 Tagen kommt man viel weit, ne? Und ja, jetzt ist gut, jetzt. Wenn man da immer läuft, dann kommt man weit in 2 Tagen. So, da lang jetzt. Jetzt stehen sie wieder verkehrt rum, das merkt man gleich hier an der Steuerung. Also ihr merkt es, oh, eine Lupe. Ihr merkt das bestimmt auch, wenn die verkehrt drum stehen, dann bemühe ich mich gleich, habe ich gleich viel mehr Mühe. Ja. Schade, vergrößert die Lupe nicht mehr. Ein bisschen tut sie, ein bisschen macht es. Ein bisschen mehr hätte die ein bisschen vergrößern können. So, hier ist der Vogel. Oder was auch immer das ist. Na, wach auf, du kleines Ding. Was auch immer du bist und was auch immer du willst. Kann der Große was bewirken? Ara, dahi? Nee, hier, da ist Blut, sehe ich da. Nicht gut. So, das ist also der Vogel, ne? Ne, das ist ein normal, das ist ein Vogel. Das ist ein ganz schöner Vogel mit Flügel und Schnabel. Der hat sich wohl für Vögel interessiert, dieser Mann oder Frau, dieser Riese, der hier gewohnt hat. Und wie es hier weitergeht, das sehen wir gleich in der nächsten Folge. Es ist nämlich auch schon wieder Zeit. Und dann finden wir heraus, was es mit diesem Vogel auf sich hat und diesen Bildern da hinten. Und dann... Wo ist jetzt der kleine Junge? Ist er jetzt runtergefallen? Der ist jetzt aber nicht vom Tisch gefallen, oder? Jetzt kann ich nicht mehr bewegen. Okay. Oh, ist er plötzlich wieder da. What the fuck? Okay. Kleiner Bug im Spiel. Na, kann's mal geben, ne? Gut, in diesem Falle bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.